Für Sonntag habe ich einige Gedanken aus 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 6 betrachtet. Und wir sagen, wo diese Verse uns aus Christen und 3 verschiedene Dinge denken helfen dann. Erstens, dort wir ständig am jährlichen Kampf stehen dann. Zweitens, dort wir die richtige Wehren machen haben, um diesen Krieg zu bekämpfen und zu überstehen. Und drittens, und was Versiegungen, die wir alle im Leben besiegen machen. Wenn wir die nicht besiegen, dann verspielen wir. So, wir kämpfen, wir machen die richtige Wehren haben, und, dass ich sage, wir haben was von den Kämpfen betrachtet, die wir alle überstehen machen. Und vielleicht sind unsere große Kämpfe unsere Gedanken. Aber da ich dort auswendig lernen von Gottes Wort und beten und so weiter, kann wir unsere Gedanken vornehmen, wir können die vornehmen, dass die Christus gehorchen machen. Und wenn wir unsere Gedanken vornehmen dann und die in Gott bringen, dann wird er uns da nicht helfen mit die? Die wird uns helfen. Und wenn wir unsere Gedanken all Gott bringen, dann, wenn unsere Gedanken rein bleiben, dann werden unsere Taten auch rein bleiben, nicht? Ist das nicht so dort? Dann werden unsere Werte auch rein bleiben. Das fängt bei den Gedanken an. So, weil wir die Gedanken vornehmen und die Gott bringen. Von der, wo wir eine Gewehr nur betrachten, die wir aus Kinder Gottes alle brauchen. Gottes Wort. Über eine steht bloß ans Gedanken zu merken, über wo Gottes Wort eine Gewehr ist, wo wir sagen, wo Gott seine Kinder durch sein Wort segnen will. Und was wir tun machen, um Gott seine Segnungen zu kriegen. Wir haben, das ich sehe am Anfang, wir haben ein Port damit. An dem Bibeltext in Psalm 119 lesen wir in Vers 65, Du hast dein Wort gehalten, o Herr, und hast deinen Knecht gaudet getan. Gott hält sein Wort jedes Mal. Ein Bibellehrer schreibt in Bezug auf diesen Vers, Gott hat uns viel besser behandelt, als wir dort verdient haben. Stimmt dort? Habe ich Gottes gut verdient? Nee, es ist ein Geschenk Gottes. Und dann sagt er, und er hat alles uit Life getan, zum Guten für uns. Und dort gibt keiner, der uns wohlergehen oder gut gehen mehr will als Gott. Er hat eine große Schatzkammer voll Segnungen für seine Kinder. Und mit Segen meine ich viel mehr als bloß die physischen Dinge, die wir im Leben nötig haben. Gott weiß auch, was die sind. Und er verspricht uns, die zu geben, wenn wir sein Recht einmal am ersten halten down. Aber das gibt noch viele andere Sorten Segnungen, die wir kriegen können, wenn wir oder die Gott uns geben will. Das sind jährliche Segnungen. Und ich habe was Beispiel vielleicht Listen von, was jährliche Segnungen sind. Was wird eine Sorte jährliche Segnung sein? Segen sein. Frieden, Friede. Mit Gott. Und mit Menschen. Das passt auch, nicht? Wenn wir echte Friede an uns haben, ja, wir wollen Friede mit Gott haben, aber dort meint auch, dass wir so Friede mit unseren Mitmenschen auch haben. Was noch? Ja, Life. Das ist ein großer Segen. Zu weiten, dass Gott uns Life hat. Right? Und dass wir Gott auch Life haben können in unseren Mitmenschen. So Friede, Life, noch eins vielleicht. Noch einmal? Gemeinschaft mit Kind Gottes zu haben, das ist auch ein großer Segen. Und dann respektvoll sein, nicht? Oder einen Respekt kriegen. Dankeschön für die Antworten. Diese Verheißungen oder diese Segnungen, die Gott uns geben will, finden wir auch in seinem Wort. Das sagt immer weiter, wo Gott seine Kinder segnen will. Und doch sind diese Verheißungen Gottes abhängig von unserer Beziehung zu Gott und auch seinem Wort. In unserem Text finden wir 4 Dinge, die wir tun müssen, um die Segnungen in der Schrift zu kriegen. Und wenn wir als Kinder Gottes diese 4 Dinge tun, dann können wir sicher sein, dass Gott uns nur seine Verheißungen behandeln wird.
Hij wird uns Krieg dort tun und uns Krieg dort geben, was er uns in seinem Wort verheißen wird, versprechen wird. Und das erste, was Gott von uns will, um seine Verheißungen zu kriegen, ist, sein Wort zu weiten. Wir müssen sein Wort weiten. Ich lege die Nachrichten zu hören, the news, I watch the news sometimes, und dann da in der Früh, die sagt, ich weiß nicht, warum die Christen so gegen das sind. Gottes Wort sagt nicht immer was dagegen. Und das stimmt bloß lang nicht. Gottes Wort redet ganz klar und deutlich über die Sache. Aber wir müssen dort weiten. Wir müssen weiten, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wort lehrt und was es nicht lehrt. Dort soll unser Fundament sein, worauf wir uns Leben bauen sollen. So wir müssen Gottes Wort weiten. Wir sollen Gottes Wort lehren. Der Psalm sagt in Psalm 119, Vers 66, das lese ich all am Anfang, er sagt, Jaf mi Weisheit, Gott, reicht zu Rechten. Und dann sagt er in Vers 68, lehr mi deine Verschriften. Und in Vers 71 redet er noch von Gottes Gesetzen zu lehren. Und weil wir daran denken, das ist im Alten Testament. Was haben sie damals für Lehre? Die hatten die Gesetzen von Moses, right? Und was die Bücher von den Propheten. Aber wo viel besser haben wir doch nicht von der und da? Wir haben Jesus in der Welt. Wir haben die Brief von den Aposteln. Wir haben Offenbarung, all diese anderen Bücher nach. So eine schöne Bücher, die wir in Gottes Wort haben. Und der Psalm sagt, lehr mir deine Gesetzen. Und wir haben das noch so viel besser. Um über Gott und seinen wahren Worten zu weiten, müssen wir Gottes Wort studieren. Und wenn wir nicht die Bibel hören, dann würden wir nicht weiten, wer Gott ist. Und was seine Eigenschaften sind, wo Gott ist. Wir würden nicht weiten, was er von uns verlangt. Oder wo wir ihm gefallen können. Wir würden nicht von seinem Erlösungsplan weiten, wir würden nicht von Jesus Christus weiten und was er für uns zu tun hat. Wir würden nicht eine Lehre sein in Beziehung zu Gott haben oder weiten, wo wir in unserem jährlichen Wandel mit Gott wachsen können. Wir würden nicht von diesen wertvollen Dingen weiten und können wir uns so eine Welt vorstellen, wo keiner Wort über diese Dinge weiß. Liebe Geschwister, das wird eine ganz düstere Welt sein. Und doch gibt es so viele Menschen, auch weißt du, die sich Christen nennen, die mit ganz wenig weiten über Gott und sein Wort zufrieden sind. Wir leben in einem Land, in dem Bibeln rieb zu finden sind. Und wir alle Bibeln haben, nehme ich an, ich glaube, wir haben eine Bibel zu uns. Gut, freut mich. Wir haben mehr als ein. Ja, wonderful. Freue mich noch da. Wir haben alle Bibeln. Aber haben wir den Wunsch, aus der Schrift zu lernen? Da wir das schauen, abbewahren, dass sie nie looten sollen, ab immer. Nehmen wir uns alle Tag Zeit, um Gottes Wort zu lesen. Sind die Gottesdienste an der Werk wichtig zu uns, oder wie auch taub, ohne Gott sein Wort kommen kann? Paulus ermahnt Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 13. Er sagt, hol on die Schrift zu lesen, zu predigen und zu lehren, was kommen war. Und danach in Vers 16 sagt er, 1. Timotheus 4, Vers 16, sorg so für die Salz und für deine Lehre, dass du blieben warst. Wenn du dort down warst, wirst du die Salz säulig merken, und auch die hören. Hold on, blieb bei der Sache. Und manchmal fallen wir uns nicht so sehr, nur aus Gottes Wort zu lesen, manchmal ist unser Leben so trocken. Ich kann nicht Gott sein Wort zu lesen und so weiter. Und ich weiß bloß, was das für mich ist. Wenn ich eigentlich zumeist mit meiner Arbeit anfange, Gottes Wort zu lesen. Und da meine Arbeit zu tun. Und wenn ich dort kurz am Anfang dann ist es ewig bloß so viel leichter. Dann ist es leichter, einen guten Tag zu haben, Menschen live zu wiesen,
Das ist so viel leichter, das Leben ist so viel leichter, wenn ich dort mit Gottes Wort anfangen darf, alle Tag. Und ich weiß, einen Tag nicht lang drehen, dann deute ich dort nicht, irgendwo käme durch Zwischen, durch Fair, und ich fange nicht mit Gottes Wort an. Und dann, als der Tag dann eher wieder vorbei war, dann kriegt ich drehen und dachte, was ging schief? Und wenn ich fange dort an, wenn ich den Tag nicht mit Gottes Wort anfangen darf. Das ist Eten, das ist Nahrung für unsere Seele, nicht? Das fehlt uns. Wir sollen Gottes Wort weiten, wir sollen Gottes Wort studieren. Ut Gottes Wort zu lernen ist der erste Schritt, um die Verheißungen in seinem Wort zu kriegen. Und das ist aber nicht genug. Bloß die Schrift zu weiten, so wie viele sind nach in der englischen Gottesdienst sagen, ist nicht genug. Wir müssen auch Gott sein Wort glauben. Wir müssen dort glauben, was wir gelehrt haben. Wir lesen in Vers 66 bei, in unserem Text, Psalm 119, 66 bei, wir es glauben an deine Geboten. Hij will Gott sein Wort lehren, wegen hij weiß Gottes Wort als wahrhaftig. Gott will, dass wir dort glauben, was wir in seinem Wort finden dann. Damit wir uns vertrauen und glauben an seinem Wort sagen können. Warum ist der Glauben so wichtig? Gott sein Wort zu weiten als fern, Gott sein Wort zu glauben als auch fern, vielleicht noch besser, right? Warum ist es so wichtig, dass wir da glauben dann? That's right. Weil wir dort nicht glauben, dann können wir nicht frei werden. So viele Menschen sind in ihre Sünden versklavt. Die kehren die Sand nach. Schlägt der Hase am Hand. Und die merken, dass sich nicht los. Die blieben versklavt. Die weiten, wo das macht. Die glauben das nicht. Das ist so wichtig. Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist das allmählich Gott gefallen. Wer Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die am ernstlich sehen. Wir müssen das glauben. Das gibt ein bekannter Ausdruck, der sagt, seeing is believing. Wenn wir das sein können, dann können wir das glauben. So wie viele sind nach Hirten. Und über weiten wie, wo Jesus zu Thomas sagt, seidig sind die nicht sein und doch glauben. Hebräer 11, 1, die glauben, dass die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, aber was wir hupen und dass sie nicht zweifeln und dort, wo wir nicht sein können. Ein Mensch kann sehr viel aus Gottes Wort weiten. Er kann eine hochgelehrte, Bibelgelehrte sein und über nicht ein Ding davon glauben. Halb sie viel weiten dann? No. Dort wird eigentlich ein Tag Wort. Ja, Schuden sein. Dort wird verurteilen. Wenn er wisst, was reich wird, und er dort nicht. Wir müssen weiten und glauben. Wir müssen glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und auch war er von dort abgestoßen ist. Wir müssen glauben, dass Gott der ist, wie er sagt, er ist. Wir müssen glauben, dass unsere Sünden uns von Gott trennen werden, aber er uns raten will. Wir müssen glauben, dass wir ein sinnenfreies Leben führen sollen. Und dass wir auch dort tun. Wir müssen glauben, dass wir ein anderes Leben sollen haben, dass wir Gott über alles Leben sollen haben. Diese Dinge müssen wir glauben. Wenn wir das nicht glauben, dann wollen wir nicht so ein Leben führen. Wir müssen dort glauben, wir müssen dort weiten, wir müssen dort glauben. Das ist so wichtig, dass wir diese Dinge glauben dann. Uns fehlt Glauben, um solche zu weiten, dass Gott ist, wer er sagt, er ist, und dass sein Wort Wahrheit ist. Jesus sagt, alles ist möglich für den, Wort, der du glaubst. Und durch den Glauben, liebe Geschwister, dass Gott, das große Versprechen von allen schafft, an uns, und das ist uns Herr in Jesus Christus. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 8, die sind durch Gott seine Gnade gerat, wie sie glauben. Christen sind berufen, in Gottes Wort zu lernen und daran zu glauben. Der Glauben erlaubt uns, durch Jesu Opfer eine Beziehung zu Gott anzufangen, aber um unser Verhältnis mit Gott tiefer zu führen
Und in unserem jährlichen Leben zu wissen, machen wir die Geboten und auch die Prinzipien, die wir in Gott sein Wort finden, halten. Wir machen die halten. Wann nicht, dann rutschen wir drei einen Sinn an. Ohne Gottes Wort zu halten, wo wir die Segnungen Gottes Nabers kriegen. Wir lesen in Psalm 119, 67. Psalm 119, 67 bei. Nu überhall ich dein Wort. Er wisst Gottes Wort, er hat es dir geglaubt, und dann sagt er, ich hall dein Wort. Vers 69 sagt er noch dazu, ich hall deine Befehle von ganzem Herzen. Nicht bloß Hofweh. Jesus sagt auch noch in Lukas 11, 28, Lukas 11, 28, gesegnet sind die Gott sein Wort hören und tun, was er sagt. Die werden die Segnungen Gottes kriegen. Jesus sagt, gesegnet ist die Gott sein Wort hören und dort auch tun, was er sagt. Um Gottes Wort halten zu können und gehorsam zu sein, sagt die Bibel uns dort wie noch ein Ding fehlen. In Hesekiel 36, wer mag lesen, Wahlwerk ut Hesekiel 36, was die Verse für uns lesen. Ich wollte die Verse 26 bis 28 lesen. Hesekiel 36, Verse 26 bis 38. Und du sollst sagen, Gott, zu dem Volk Israel, Hesekiel 36, Vers 26. Und mir ist das meist schwer zu verstehen, wo das all im Alten Testament zu finden ist. Obwohl das so sein in dem Neuen Testament hier. Das sagt er, ich will jünd ein neues Hort geben, in einen neuen Geist an jünd sagten, ich will dort steinerne Hort aus jünden Körper rütrieten, und jünd ein fleischnet Hort geben. Ich will meinen Geist an jünd geben, und will so ein Lied von jünd merken, die meine Geboten halten. Und meine Verschriften beibehalten, und du nun leben, sagt er. Und die wollen an dort Land leben, dort ich jünd Auren jäuf, und die wollen mein Volk sein, und ich will jünd Gott sein. So an dieser Prophezeiung wiest Gott, ab der Zeit an, wo Jesus Christus allen, die am Glauben tun, in ihre Sünden am Bekennen tun, ein neues Hort geben wird. Wenn wir von unseren Fähigkeiten gereinigt worden und zu neuen Kreaturen gemerkt sind durch Jesus Christus, dann sind wir wahre geboren. Wir sind zu Gott nicht gemerkt worden. Und bloß nur dem unsere Sinnen vergeben sind, wahrgenommen sind, dann sind wir, bloß nur dem kann wir Gott sein Wort halten. Wie kann ich einen Sinn leben und glauben, dass wir danach Gott sein Wort halten können? Wir gehen ganz gegen Gott sein Wort. Aber wenn wir uns bekehrt haben, dann ist das möglich. Auch an dem Aufschnitt aus Hesekiel, den wir kurz lesen, Hesekiel 36, wird uns gesagt, wo Gott uns helfen wird, sein Wort zu halten. Was sagt er? Er wird uns ein neues Wort geben und danach Wort. Vers 27, Hesekiel 36, Vers 27. Ich will meinen Geist an jünd geben. Und will so ein Lied von jünd merken, die meine Geboten halten und meine Verschriften beibehalten und du nur leben. Ich will meinen Geist an jünd geben, so dass die meine Geboten halten können. So, ihr weiten, was Gott sein Wort ist, ihr weiten, dass ihr dort glauben sollen und niemand ihr dort halten und über, bis Gott ganz und gut, dass es auch möglich für uns als Menschen, sein Wort zu halten. Das heißt dort wel, wann wir Gottes Kraft nicht an uns haben. Wann wir Gottes Yes nicht an uns haben. Und du wegen für wie alle Jahr Pfingsten, nicht? Wegen Pfingsten kommt nur um Ostern. Ein Mensch muss sich bekehren und dann mit Gottes Kraft kann wir sein Wort halten. Das wird Hesekiel, oder Gott durch Hesekiel zu den Israeliten viele Jahrhunderte sieht. Und wenn wir dort das Wort Gottes lernen, glauben und hören, dann verspricht Gott uns, so entsprechend zu behandeln. Und dennoch gibt es noch ein Wort, was in unserem Text erwähnt wird, der uns helfen wird, diese Dinge beständig zu tun. Und das ist Friede. Wir sollen uns an seinem Wort freuen. Vers 70 bei. Psalm 119, Vers 70.
Ich überfreue mich zu din Gesetz. Der Psalmist reden, Vers 72 war davon Frieden, und er sagt, dort Gesetz ut din Mühl, als mir mehr wird, als tausende Stücke Silber und Gold. Der Psalmist hat ein großes Verlangen nach Gott in seinem Wort. Und das sagen wir auch in Psalm 119, Vers 16. Ich freue mich zu deinen Verschriften, und wo dein Wort nicht verjährten. Vers 24. Ich habe eine Freude und deine Gesetze, dort sind meine Rutgeber. Und in Vers 47 sagt er noch, ich habe meine Freude und deine Geboten, die ich hier habe. Und das ist der sagt, liebe Geschwister, die wir für Gottes Wort haben sollen, ein, die an uns Freude verbringt oder wirkt. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 3, wenn wir Gott gut sind, dann halten wir seine Geboten, und seine Geboten sind nicht schwer. Wenn wir Gott gut sind, dann wird es uns nicht schwer sein, seine Geboten zu halten. Wenn wir Gottes Geboten halten, dann beweisen wir Gott, dass wir am Leib haben, dass wir am gut sind. Und diese beiden Dinge sind eng verbunden, liebe Geschwister. Uns Leib zu Gott und uns Gehorsam am gegenüber. Durch uns Gehorsam wies wir Gott, dass wir am gut sind. Wie kann Gott am dort sein? Wie kann Gott sein, Gott, ich habe die Leib? Und Gott sagt, ja, viele Menschen sind dort. Wies mir mal, dass du mir gut bist. Und das tun wir, indem wir sein Wort halten. Mit Freude. Wenn wir uns selbst betrachten, dann würden wir vielleicht alle zugeben, dass wir was so Hobbys haben. Wir haben ein Hobby. Weißt du, was ein Hobby ist, nicht? Dinge, die wir tun, die wir gleich zu tun, nicht? Okay, so wenn wir an unsere Hobbys denken, dann müssen wir geschaffen worden, um Zeit zu finden, die Dinge zu tun, die uns gut gehen. Ja, das ist ganz einfach, right? Wenn uns das scheint geht, oh, das ist leicht, das zu tun. So geht mir das. Nun, liebe Geschwister, ich habe uns feststellen, wo das wird sein, wenn alle Christen diese Art Verlangen hatten, über Gottes Wort zu lernen. Wo würden die Kirchen luten von der und da, wenn jeder Christ die Lehre und die Verheißungen im Wort Gottes völlig live hat? Oder wenn wir alle den Wunsch hatten, als was Josef und Daniel hatten, Gott gehorsam zu sein und nicht gegen ihn zu sündigen. Als Josef versagt wird, was sagt er? Ich war nicht gegen Gott versündigen. Ein Segen anderen, liebe Geschwister, wird vom Thron Gottes ab und drauf schaden. Diese jährliche Segnungen. Und wenn wir uns in dem Herrn in seinem Wort freuen würden. Psalm 37, Vers 4 sagt, ha deine Freude am Herrn, der wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Die Feier wird, die wir von der Samaris betrachtet haben, sind so verschiedene Dinge von einer Maschine. Die wollten vielleicht viel Dollars auch bei der Maschine schaffen. Beste Maschinen, das 40 Jahre und so fort. Aber diese Feierdinge sind so Dinge an der Maschine, die am jährlichen Wandel von Christen taub schaffen, so dass wir Gott seine Segnungen kriegen können. Okay? Die Wahrheiten und Lehre, die wir lernen sollen, sind die einzelnen Parts von der Maschine, right? Und uns Glauben schafft uns die Verbindungen von Gelenken und Schrieben, die diese Parts taub halten. Das wird jaft. Das ist uns Glauben. Uns Hören von Gottes Wort, als der Brennstoff, das Gas oder Diesel von der Maschine. Wenn wir Gott sein Wort hören, dann rennt die Maschine. Und uns Freude am Herrn, als das Schmier, was die Maschine braucht, um Fan und Glot zu rennen. Wenn uns das scheint, jetzt Gott zu dienen, dann rennt das so leicht und Glot. Wenn all diese Dinge taub schaffen, wird Gott uns segnen und nur seinem Wort behandeln. Er wird uns auch brücken können, um ein Segen für andere Menschen zu sein, zu Gott seine Ehe. Aber wenn ein oder von was von diesen Dingen fehlen, dann, liebe Geschwister, dann schafft das Ganze nicht, so ist das so. Also muss Gott uns helfen, aus seinem Wort zu lernen, unseren Glauben an seinem Wort zu stärken, in seinem Wort mit Freude zu halten. Dass wir jährlich gesund bleiben können. Dass unsere Maschinen fernran bleiben.
Und so dass Gott uns so segnen kann, mit seinen jährlichen Segnungen, was er am Plan hat. Amen.